Wir haben einen Talk jetzt mit der Susanne. Hallo Susanne. Hallo Benny. Ja, wollen wir die Message nochmal ein bisschen vertiefen? Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich würde gerne direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, das Thema war ja, mit dem Heiligen Geist leben kann man üben. Was mich jetzt interessieren würde, was ist, wenn ich den Heiligen Geist jetzt noch gar nicht kenne? Also wenn ich jetzt die Message angehört habe und ich konnte gar nichts damit anfangen, wie kann ich da starten? Wie hast du das vielleicht dort damals erlebt? Also ich würde jetzt mal sagen, mach es mit einem einfachen Gebet. Lade den Heiligen Geist ein und du willst und sage ihm, Heiliger Geist, sei willkommen in meinem Leben, fülle mich aus und bestimme du jetzt mein Leben. Und da helfen mir einfach Bilder. Ja. Und ja, zum Stichwort Bilder, das war eigentlich so mein Schlüssel generell, die Vorstellungskraft zulassen, dass der Heilige Geist durch die Vorstellungskraft zu mir spricht. Ja. Und das hat also mein Glaubensleben total revolutioniert. Wie kann ich mir den Heiligen Geist denn vorstellen? Ich finde es manchmal schwierig. Ist es eine Person oder kannst du vielleicht da kurz eingehen? Ist manchmal nicht so greifbar. Ja? Ja, genau, weil wenn es so eine Rauchwolke ist, Ja. du würdest jetzt nicht mit einer Rauchwolke schwatzen wollen, oder? Man sagt, der Heilige Geist ist eine Person, ganz einfach, weil man kann ihn betrüben. Das heißt, eine Rauchwolke könnte man jetzt nicht betrüben, oder? Ja, richtig. Also irgendwie so einfach gesagt. Spannend. Wie kann ich mir sicher sein? Ich finde, also wenn ich auch jetzt persönlich an mich denke, aber ich glaube, vielen Personen geht es so, wenn ich jetzt den Heiligen Geist habe und mit ihm rede und so, manchmal habe ich ja auch Gedanken und Wünsche und meine Gebete orientieren sich ja auch irgendwie in die Richtung, logischerweise. Wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen, sind es jetzt einfach meine eigenen Gedanken oder ist das wirklich der Heilige Geist? Wie erlebst du das? Ja, also ich habe ja in der Message kurz erwähnt, dass ich für etwas gebetet habe und dann eine halbe Stunde später schon die Lösung hatte. Und die Vorstellungskraft ist einfach etwas, was ich gelernt habe, dass der Heilige Geist extrem durch meine Vorstellungskraft wirkt. Ja. Weil ganz konkret ging es darum, ich wusste nicht, wie ich für das Kinderbuch, wo ich gerade am Arbeiten bin, wie ich jetzt da die Reihenfolge machen soll, optisch für die Kapitel und so weiter und so fort. Und das ist jetzt zu kompliziert zum Erklären, was ich aber sagen will. Ich bin danach laufen gegangen und ich habe in meiner Vorstellung in meinem inneren Auge plötzlich gesehen, wie die Seiten sich neu zusammengestellt haben. Die haben sich von da unten nach da oben verschoben und ich habe gemerkt, das ist ja die Lösung. Ja. Also ist das jetzt von mir oder ist es vom Heiligen Geist? Es ist auf jeden Fall gut. Und ich habe vorher gebetet. Also ich glaube, er spricht viel öfter, als man denkt. Und Joel hat ja zum Anfang gesagt, wenn es keinen Druck macht, wenn es dir nicht Angst macht, wenn es dich nicht zuschnürt, dann probier's doch einfach mal. Ja. Wobei im Gegensatz sagt man wieder, wenn deine Träume dir keine Angst machen, sind sie zu klein. Also Ja, ich glaube, mit es gibt Vorbehalt, beides, oder? ja. Aber man spürt ja, wenn man einfach, genau, achte auf das Gefühl. Ja, das finde ich ein gutes Beispiel und eben das Thema, ja, man kann es üben. Ich glaube, das ist ja auch ein Prozess in dem Ganzen, aber das ist spannend, das klingt immer sehr gut. Vielleicht kannst du uns noch mit reinnehmen in ein paar praktische Tipps, was denn du machst, um ihn besser zu hören. Also wie kannst du ihn hören? Ist das immer unterschiedlich? Gibt es bestimmte Orte, wo du das machst oder wie ist das in deinem Leben? Was hilft dir dabei, irgendwie dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben? Ja, also ich lese zum Beispiel am Morgen einen Psalm und oder man liest ihn halt und der ist bedeutungslos und das lasse ich einfach nicht mehr stehen, weil ich das nicht mehr will und sage, das gibt's doch nicht. Ich lese jetzt diesen Psalm und der und es kommt nichts rüber. Und da noch mal einmal länger dranbleiben, habe ich für mich gemerkt, das ist wichtig. Und dann sage ich einfach, ein Heiliger Geist, jetzt sprich du. Und dann beginne ich den Psalm von unten nach oben zu lesen, anstatt von oben nach unten. Okay. Und dann
merke ich einfach, er beginnt zu leben, weil plötzlich stechen Worte hervor und ich nehme das ist der Heilige Geist. Weil es ist für mich so viel kreativer, anstatt von oben nach unten zu lesen, von unten nach oben, weil dann zum Beispiel Psalm 23 kann ich jetzt hoffentlich auswendig zitieren, aber dann heißt es Gutes und Barmherzigkeit und wenn du es von unten liest, siehst du plötzlich Gutes und Barmherzigkeit folgen. Ich so, aha, die folgen mir. Und so spricht einfach der Heilige Geist und das sind solche Zusagen und Ermutigungen, das mal durch das Wort Gottes. Und wenn ich das trainiere, auf einmal merkst du, wieso fällt mir jetzt diese Blume so auf draußen? Weil es ist das gleiche Auffallen wie die Worte aus der Bibel. Ja. Und dann denkst du, ja, wieso fällt mir das jetzt auf, Heiliger Geist? Also ist etwas mit der Blume? Willst du mir irgendetwas sagen? Und vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Und dann plötzlich merke ich so, wieso fällt mir diese Person auf? Willst du mir etwas sagen? Es ist einfach, dass man übt, dass etwas mehr auffällt als normal. Mega spannend. Ja, also mir würden noch einige Fragen jetzt einfallen, aber das ist ja das Coole an dem Tag Holy Spirit Sunday. Wir haben verschiedene Messages, verschiedene Talks, also möchte ich auch dich ermutigen, bleib unbedingt dran. Wir werden auch die nächste Message, der nächste Talk wird ein bisschen anders sein. Wir haben auch da einen eigenen Livestream dann, das heißt, der wird nicht klassisch wie sonst einfach fortgeführt, sondern da gibt es einen neuen Link, geh einfach auf unseren YouTube-Kanal und dann wirst du bei der neuen Message dann auch dabei sein. Und ich möchte ihn ermutigen, ich habe hier noch das Buch, das neue, das Abendmahlbuch. Das kannst du gern, wir blenden einfach den Link ein, kannst du gern bestellen. Möchte dich ermutigen, wenn dich das Thema interessiert und beschäftigt, dann hol dir das auf jeden Fall. Und sonst wünsche ich dir noch einen ganz schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns später in der nächsten Celebration und alles Gute, bis zum nächsten Mal.